Es geht weiter, stets halt zurück bei Dragon Ball Kakarot oder Dragon Ball Z Kakarot, wie dem auch sei. Wir sind eben noch im DLC unterwegs und sollen mittlerweile die Dragon Balls wieder farmen. Okay, machen wir das mal. Und wenn ich gerade mich getäuscht habe, da hat gerade hier in der Nähe einen gehabt. Der hätte einen gehabt. Hallo, Dragon Ball, wo bist du? Da unten ist ein Dragon Ball. Oh, Dragon Ball. Da. Mit einer Trümmer, wie geht denn das? Ein bisschen schräg zwar, aber hey, okay, jetzt muss ich rechts oben hin. Chino-Chun! Du, du, du. Wie bitte was? Darf so einer von der Seite lödern? Was soll denn das? Schon wieder so einer. Ja, theoretisch schon. Ah, da ist er. Da waren nur noch 3 Stück. Und wir machen uns direkt auf die Socken. Das heißt ins letzte Gebiet zu Son Gokus Haus. Unter anderem, ne, gibt natürlich noch ein bisschen mehr. Als nur Son Gokus Haus. Sie hat 3 Stück finden. Ihr müsst lachen, wenn wir natürlich den 4 Sterne Dragon Ball beim Schrein von Son Gohan finden. Das ist interessant, dass die Musik sich ständig ändert. Attention an, dass er wieder mal hier war. Immer ganz in meiner Nähe. Hä? Ah, da. Nein? Ich hab's gerade gehört. Hä? Wo ist er? Hä? Jetzt doof. Wo ist er? Der Sound ist da. Ah, hier. Junge, kaum gesehen. Ja, der von seinem Großvater. So. Quasi geradeaus, wenn man so will. Tagchen. Oh, der Rinderteufel. Nein, Son Goku, nein, stopp, aus. Bis hier hinfliegen irgendwo. Na, wo bist du? Kleiner Dragon Ball, da ist er schon.
Ich liebe diesen Sound der Dragon Balls. Das wären 6, aber ich habe keine Ahnung, wo der letzte sein könnte. Ich auch nicht. Mal sehen. Wahrsagerin Uranai Baba können mir den Weg zeigen. Hä? Dann braucht dann eine Sekunde, dachte, dass die Position des Dragon Balls angezeigt wird. Ja. Doof, wa? Begib dich in Bereiche mit Dragon Ball Werten. Okay. Ein bisschen eine seltsame Bezeichnung, aber gut. Wie sieht's aus? Ein bisschen Super Kamehameha. Nein, ich wollte eigentlich Ding vor allem machen, ne? Genau, der Drachenangriff. Stufe 3. Und ich nachher hier den Super Drachenangriff lernen kann. Perfekt. Als nächstes dann Super Kamehameha. Frage. Habe ich irgendwo... Jo, habe ich da hinten. Ein kleiner, aber feiner Trainingsspot. Da! Da. Ja, auch wieder ein paar Dinos hier. Und schon, wa? Ja, Mann, die pure Zerstörung. Sein Name ist Son Goku. Wo sollen hier? Ah, da. Der Super Drachenangriff Stufe 60 empfohlen nach der Limit Breaker Kamehameha. Ultimative Prügelangriff können wir auch schon machen. Limit Breaker Kamehameha. Alter, aber die empfohlenen Stufen, ey, bis 100. Seid ihr wahnsinnig oder was? Okay. Achso. Okay, das wird hart. Alter, die stehen ganz gut da hinten, ja. Alter! Nein, nein. Kangikoho. Mein Eingegnerstufe 60 ist schon übel. Aber 3 Stück? Mann, ich wollte gerade auf den anderen los. Dann schaffen wir das eh nicht mehr, dann hat zumindest einen Platt gemacht. Wir müssen
nochmal ran, Leute. Mindestens nochmal einmal. Ich meine, klar, ich habe noch einen Vitamindrinks, aber ihr seht schon, sind noch schlecht aus tatsächlich. Dass der Speck geschnallt habe, gegen die kämpfen muss. Ich würde eigentlich lieber noch mal versuchen. Jo. Einmal zumindest noch. Wenn es nicht klappt, lassen wir es. Vorher noch. Ein bisschen geile Musik wäre jetzt nicht schlecht, tatsächlich. Was ist das nicht geklappt? Und dort angreifen müssen. Das läuft sicher besser als zuvor. Das kann man nicht abstreiten. Junge, so geht das. Boah, der war fies. Im Schatten des anderen. Brechen kann ich sie aber auch nicht, wa? Nein, doch mal! Die bringen dann diese G-Dinger nicht hin. Voll krass.
Wir haben sogar gebrochen. Alter! Geht's noch übler? Ja, vor allem habe ich einen super Drachenangriff gelernt und bin fast tot. Ob es das gelohnt hat? Nochmal eine andere Frage. Alter. Junge, Junge. Wie sieht's denn sonst aus bei Son Goku? 50 fürs Level Up, ja. Ja, wäre aber cool, wenn man sonst auch noch ein bisschen heilen könnte. Aber dass ich hier wirklich den Schaden abkriege und den vor allem behalte nach dem Kampf, das finde ich ja richtig übel. Ich meine, es wäre jetzt was anderes, wenn man sagen könnte, okay, ist ein ganz normaler Kampf und so, ich bekomme Schaden, aber behalte den nicht. Weil es eigentlich trotzdem nur ein Training. Ja, keine Ahnung, was ich machen soll, Leute, ganz ehrlich. Mit dem bisschen was. Das kann klappen, kann aber auch nicht klappen. So, hier hin, ne? Klar, eigentlich müssen wir noch mal ein paar Kämpfe machen, ne? Vor allem so die kleineren Kämpfe, aber darf ich vielleicht auch schon ein bisschen Schaden kriegen und wieder tot bin, ich weiß ja nicht. Da heile ich mich gerade. Ja, nur wenig. Ich hätte vorhin so KP im Sinne von 800 irgendwas gehabt, 870 oder sowas, bin ich bei 903. Aber ihn kann man natürlich auch täuschen. Die Frage, gehe ich jetzt da direkt schon rein tatsächlich, oder sagen wir, nee, komm, nehmen hier noch irgendwie, ich bin gerade so ein Gegner, aber irgendwie halt so, ja, so kleinere Banditen quasi. So einen zum Beispiel. Genau, das sollte eigentlich nicht passieren, tatsächlich. Was für ein Scheiß, ey. Was für ein Scheiß, was für ein Scheiß, lalala. Das ist scheiße. Weil ich bin voll im Angriff drin, die können trotzdem noch was machen, also. Ja, ich muss kurz in so einen Kampf machen, weil sonst ist es doof. Doch irgendwie heile ich mich, was? Mit 39. Warte mal. Einmal kurz speichern, nur damit das noch ein bisschen schneller geht. Also Stufe 63. Im Vergleich, ne? Wir spielen eigentlich noch einen Son Goku vor Dragon Ball Z und allem. Weil bei weitem diese Stärke haben dürfte, eigentlich. Letzte noch. So,
Nein, zu wenig! Also wenig für das Level Up, was zwingend bräuchte. Aber ich habe gesehen, ja noch so einen zweiten Typen, war. Also, gerade war noch so ein zweiter Typ hier. Nee, das sind große böse Typen. Da kämpfe ich mit dem bisschen KP, was ich habe. So. Entschuldigung für das ständige Speichern, aber es ist gerade besser, wenn ich es so mache. Und dann irgendwie draufgehen, nochmal einen kurzen Ladescreen, noch wieder hierher fliegen müsste. Was zum... Heute ist er weg. So. Das verdiente Level Up. Meine Güte. Das spart automatisch. Sehr gut. 64, meine Lieblingszahl. Zumindest bei Videospielen. Wieso fragst du? Du weißt es also. Ich spuck's aus. Den kenne ich, das ist Son Goku. Ich bin weltberühmt. Okay. Ja, dann komm schon. Zeit zu sterben. Ja, ja, komm, also. Für euch vielleicht, für mich nicht. Dann kann ich mit dieser Musik. Da bin ich unbesiegbar. Ja, die super Drachenfaust, Leute, ne? Das ist Nuken. So ein bisschen prähistorisch, okay. Aber trotzdem ist es Ryuken. Doch ganz schön was drauf, der Typ. Ja, aber ihr habt nichts drauf hier. Vor allem du nicht. Was willst du denn, ne? Zerschmetterer. Das nicht lachen. Du wirst zerschmettert. So sieht's aus. Also ganz ehrlich, liebe Leute, liebe Zerschmetterer, wenn ihr das Gefühl habt, ihr wollt mich besiegen, bitte, aber dann braucht ihr eine andere Musik. Denn mit dieser Mucke kann ich nicht verlieren. Und tschüss. Verdammt! Oh! Wir müssen dich umbringen. Ey, Mann! Das kann nicht sein! Doch, hier ist Son Goku! Was macht ihr denn hier? Ja, auch immer. Ja, aber als ich auf dem Radar gesehen habe, dieser Punkt geflackert. Dann hat es immer schnell verschwunden. Nani? Könnte es passieren sein, dass ich die Kiste nur ganz kurz geöffnet habe? Halt den Mund! Und niemand sagt, dass er etwas nicht öffnen soll, dürfte er es erst recht. So sind Menschen halt. Nani? Ich meine, sorry, aber guck die beiden mal an.
Ich meine, ja, es gibt diverse Hautkrankheiten und so, das ist mir schon klar. Man soll niemanden irgendwie nach dem Aussehen beurteilen, aber wenn die beiden Menschen sind, weiß ich auch nicht. Okay, Kämpf gegen die. Ernsthaft. Piu, piu, piu. Einmal könnte man aufhören mit dem Scheiß hier. So, ganz langsam mal. Und noch mehr Unterstützung. Du bist der letzte Kumpel. Und das war's voll in die Fresse. Wir fliegen wie ein Vogel im Wind. Er ist einfach zu stark. Aber hör mir gut zu, Son Goku. Nächstes Mal habe ich einen akribisch ausgearbeiteten Plan. Ah ja. Grrr. Hat er gerade hergeknurrt oder? Geschnurrt eher, wie so eine Katze. Ja, gehen wir zurück. Der 7-Stern Dragon Ball. Hätte lachen müssen, wenn es gar nicht der 7-Stern Dragon Ball gewesen wäre, der mir am meisten Ärger bereitet hat, sondern der 1-Sterne. Eine kleine Hommage an Ding. Dragon Ball GT. Mit den Schattendrachen. Ich weiß, Dragon Ball GT, das ist so ein Thema in der Community, da ist mir durchaus bewusst. Ich persönlich mag viele Dinge an Dragon Ball GT, nicht alle, aber einige. Aber ja. Ich bin gespannt, wenn das mit Dragon Ball Daima sein wird, ne? Das im Verlauf von noch des Jahres 2024 erscheinen soll. Soll ja auch eine Fortsetzung Dragon Ball Super und am Ende von Dragon Ball Z sein. Also quasi, ich glaube, ist der Versuch, eine Alternative zu Dragon Ball GT zu bringen, auch vom Zeitpunkt her und so. Also wenn man es bisher hört, ist doch einiges, ein paar Dinge, nicht einiges, aber ein paar Dinge sind ähnlich. Oder soll in eine ähnliche Richtung gehen. Aber mal abwarten, wenn es soweit ist. Juhu, ja, so Prinz Pilaf. Okay. Stimmt, dann Stories. Ich treffe eigentlich alle Sidequests nur um. Bruno wollte gerade sagen. Ah toll, jetzt kann die Dragon Balls gar nicht nutzen. Oh, ist das fies. So, Freunde. Ich würde sagen, die letzte Sidequest, ne? Vor allem jetzt sicher auch um Chichi gehen. Auch wenn wir bei 30 Minuten sind.
Aber den muss ich jetzt halt noch jetzt in die Folge reinknüppeln, weil es nochmal nur dafür eine eigene Folge zu machen, sprich einen eigenen Part dafür zu machen, das lohnt sich nicht, bin ich der Meinung. Wir machen das kurz. Da wäre auch Glück und ist einfach nur, ich sag jetzt mal eine chillige Folge. Ganz kurz, was ist denn hier los? Achso, können wir die Hauptsache nachspielen. Kann man dann irgendwie auch Gegner wie Piccolo und so wieder stärker sind, weil sonst werden wir einfach zurückgestuft vom Level her. Also, was haben wir hier noch alles? Limit Breaker kann man halt mit dem Flügelangriff, also ja. Aber ganz ehrlich, auf dem Level her und so, da müssen wir noch einiges machen und nicht so gut, aber jetzt gar keine Lust darauf. Was man hier machen könnte, Super Kamehameha, Limit Breaker Kamehameha. Ich meine, wir haben jetzt ja mit dem Drachenangriff ja auch, ne? Den in Stufe 2 zu bringen. Nee, das lassen wir lieber mal. Ich glaube, auch dafür wird es nicht reichen. Doch, Super Kamehameha Stufe 2, das geht. Okay, dann machen wir noch. Aber der Rest muss, glaube ich, in diesem Let's Play in dieser Art und Weise nicht mehr sein. So. Nari der Teufel, irgendwie bist du seit den Ereignissen vor über 3 Jahren auch ziemlich geschrumpft. Also ihr habt ja früher viel größere Erinnerungen gehabt. Jo. No. Foto von Chichi. Soll wir uns das angucken, richtig, oder was? Nö. Wobei wir kennen Chichi als Kind, also von dem her. So, Goku bald nach Hause kommt. So, jetzt sagen wir Son Gohan, oder was? Bist du das, Son Goku? Zieh die Brille an, Mensch. Siehst du doch, dass ich's bin? Wow, dafür gibt es noch eine Sidequest. Ich plaudere mit deiner Frau. Okay. Etwas Zeit zu zweit. Zwinker-Smiley. Oh. Weiß noch nicht. Wir kuschen einfach ein bisschen und sehen, was passiert. Dann muss man nicht auf die Pelle rücken, damit wir reden können. Paar kuscheln auch, wenn sie sich unterhalten. Ja, manche nicht. Das zweite Paar. Ah nein, nicht schon wieder, ey. Alter. Das ist falsch lagen, absolut. Anthony geheiratet. Ernsthaft. Deswegen haben wir diese Cupcakes mitgebracht, um uns für unser furchtbares Fallen zu entschuldigen und eine wunderbare Hochzeit zu feiern. Also bitte, gönnt sie euch. Das sind Bauchschmerz-Cupcakes, davon kriegt man furchtbare Magenkrämpfe. Also erstmal, dass es natürlich auch fies ist und so, aber die nennen sie sogar Bauchschmerz-Cupcakes. Das ist ein diabolischer Racheplan. Von dem würde ich auch nicht weniger erwarten für die Pilaf. Ich dachte, wäre Prinz Pilaf. Wir werden ihn nach Hause gehen lassen und die ganze Mühe würde ich gerne eine Mahlzeit kochen. Das wäre doch viel zu kurzfristig. Was sollen wir jetzt tun, Prinz Pilaf? Wenn wir jetzt gehen, schöpft sie Verdacht und halten wir uns weiter. Bitte sag mir, ich habe einen Hinweis, wo ich die Dinger finde, denn ich noch wieder eine Folge dafür brauche, um die Materialien zu farmen. Ja, aber wo finde ich denn das jetzt? Mein Dino-Fleisch, okay, da kann ich irgendwie zurechtdenken. Bambussprossen, ich meine, so, wir sind schon überall irgendwo durchgeflogen. Das wir jetzt immer noch nicht haben, dann, keine Ahnung, wo ich das... Aber warte mal, ganz ruhig überlegen. Normalerweise sind doch solche Materialien in der Nähe.
glaube zwar nicht, dass ich da irgendwie auch kaufen kann irgendwo, das ist zwar eher weniger. Mobiles Restaurant, okay. Kann sich auch noch irgendwie was eintauschen, aber nicht irgendwie... Ja, also direkt komplettes Menü kochen und so. Ah, okay. Ich weiß nicht so, was ich sagen kann. Ich halt gerne Materialien kaufen oder so. Also warte mal. Ich sehe hier auf der... Wow. Ja, Bambussprosse finde ich nie am Bambuswald. Mein mageres Dino-Fleisch, ja, kann das sein, finde ich halt ein Dino macht den platt, ne? Also. So weit sehe ich jetzt vielleicht auch noch, gerade hier drüben. Ja, was kommt? Ich gucke mal noch kurz. Nur 4 sicher, das war irgendwie zu erwarten tatsächlich. Ist zwar der Bauernhof, aber da ist ein Lunch da hinten. Was kann ich machen? Naja. Man, hier haben wir die Dinos, dürfte es immer offensichtlich sein. Hä? Hier haben wir Kräuter. Croix de Provence. Ne? Natürlich ein bisschen was Besseres, Exklusives. Was ist denn los, Yamchu? Hast du vielleicht Bambussprossen für mich? Junge, ist das verkrampft mit euch beiden. Was ist denn das hier? Gerne am Unterschlupf oder was? Ja, wenn man reife Äpfel, dann tut er auch schön. Aber keine Bambussprossen. Sag die Map. War schon wieder auf dem Rückflug, wa? Ja, natürlich waren hier oben noch nicht, ne? Ein Wasserfallzug, gerade bei unserem alten Haus, beziehungsweise beim Haus von Son Gohan, also Großvater Son Gohan. Da könnte theoretisch schon was sein, aber wenn ihr da nichts findet, Leute, dann fürchte ich, muss die Folge
Nein, dann machen wir es anders. Wie gesagt, ich will das DLC nicht unnötig in Länge strecken. Also vor allem, ja, anhand der Folgen. Wenn ich jetzt irgendwie sage, hey, wir machen jetzt eine Folge weiter, nachher dauert das DLC noch 10 Minuten. Ja, das DLC, aber so kann die Folge noch 10 Minuten, dann bringt das auch nichts. Dann ist es auch scheiße. Also wird nachher sonst schnell cutten, falls sie es hier nicht finden. Und dann werden wir mal kurz gucken, wo wir noch Bambussprossen finden. Man, hier sieht doch ziemlich Bambussprossenmäßig. Was macht denn Google jetzt schon wieder? Bambussprossenmäßig aus. Wenn es hier keiner hat, wo dann? Da, Bambussprosse. Am Boden sind die hier, okay. Ah, seht ihr, so schnell kann es gehen, Freunde. Jetzt muss einfach mal in der Umgebung nachgucken. Weil doch meistens hat es dort was. Aber solchen Spielen. Haben wir jetzt doch stark gefunden, wenn wir da irgendwie bis ins Ende der Welt hätte fliegen müssen oder wirklich noch suchen müsste und dann wäre es irgendwie die Meinung gewesen wegen, ja, in dem Gebiet, da gibt es 2 Stück oder so. Sagen muss, nee. Never ever. So. Huch. Und dann wegnehmen. Doch, Son Goku betritt ein Haus. Oh. Ungefähr 30 Minuten später. Prinz Pilaf. Du. Ja, kochen kann Chichi. Und noch vieles mehr. So jede Menge da sind, doch gerne noch Nachschlag. Und das aus einem mageren Dino-Fleisch. Ja, hoffentlich kriegt er auch schnell das Gewissen dafür. Hey, das war total lecker. Ja. Nein, das geht nicht. Warum nicht? Ja. Wenn ich mir das Wort so ansehe, dann sieht es ein bisschen fad aus. Ja, wir haben es total vermasselt. Still, kein Wort mehr von euch. Ja, keine Ahnung, kein blassen Schimmer. Die sind, wie sie sind. Ja, die machen schlechten Gewissens, ja. Mampf. Essen die gerade ihre eigenen vergiften. Ihre eigenen Bauchschmerz-Cupcakes? Oh nein, wie konnte ich? Hat denn der da reingemischt, dass er so aufs Klo muss? Rizinus oder was? Ein anderes Abführmittel oder so. Was? Bis ins Ende der Welt, sogar aufs Klo. Story abgeschlossen. Na, das ist doch mal etwas. Versteht ihr nicht, warum in Folge Stufe 55 oder wegen dem Dino vielleicht, ne? Weil wir den noch besiegen mussten, aber der keinen Schaden gemacht, also insofern.
Ja, so kennen wir unseren lieben Son Goku. Freunde, das war's. Wir haben keine offenen DLCs mehr, wir haben alle 6 DLCs. Mann! Sidequests natürlich. Wir haben alle 6 Sidequests dieses DLCs gemacht. Sind soweit damit natürlich auch durch, logischerweise. Jetzt natürlich können wir hier noch trainieren, wir können diesen das noch upgraden, gerade bei Son Goku selbst. Man könnte da noch einiges machen, aber ganz ehrlich, das, nee. Wäre kein Story Progress mehr oder so in der Art. Das heißt, wir haben das DLC, ja, das DLC somit abgeschlossen, durchgespielt und sind, was die DLCs vom 2. Season Pass betrifft, so war der komplett durch, ne? Also, ich bin noch zugegangen, ich trottel. Das heißt, nächste Folge starten wir mit dem 3. und letzten DLC vom 2. Season Pass. Das versteckt uns wiederum in die Zukunft. Ans Ende von Dragon Ball Z, und zwar zu dem Zeitpunkt 10 Jahre nach dem Kampf gegen den Dämon Bu und somit auf das Aufeinandertreffen mit dem kleinen Up. Man könnte auch sagen, die friedliche Phase war, wie es glaube damals auch bei Dragon Ball Z, sogar am Ende vom Manga, weil es ist ja Kanon, ne? Ist nicht so, dass irgendwie nur im Anime vorkam, nee, das kam auch im Manga vor. Bin auch gespannt, wie sie das bei Dragon Ball Super und so im Manga noch irgendwie auffangen werden. Das ist ein anderes Thema. Und ich sage an der Stelle einfach Zusehen und bis zum nächsten Mal zu Son Gokus letztem Abenteuer, das DLC heißt. Und ja, sind wir gespannt. Ich glaube, wir werden uns dann noch heftige Kämpfe liefern. Mit wem auch immer. Bis dahin, ciao zusammen.